Arbeitnehmer in Österreich jedes Jahr um 0,7% reale Einkommensverluste haben. Lass uns mal ausreden. Sie haben zugeschaut, dass die Pensionisten jedes Jahr abgeräumt worden sind. Sie haben heuer eine Pensionserhöhung gemacht, wo die weniger als 774 Euro bekommen, also unter der Ausgleichszulage liegen, 1,7% bei einer Inflationsrate von 3,8% bekommen haben. Das ist ihre Politik. Sind Sie mal nicht böse, da kann man sich nicht hersitzen und sagen, wir reden über die schwarz-blaue Koalition, sondern Sie hätten die Möglichkeit gehabt, alles, was Ihnen nicht passt, in diesen 2 Jahren zu korrigieren. Aber erst, weil jetzt die Regierung auseinandergefallen ist, und sind sie erwacht und haben Angst bekommen, weil die Bevölkerung gesagt hat, was ist denn das für eine Regierung, die uns eigentlich in der Teuerungsfrage völlig alleine stehen lässt. Ich bin sofort bei Ihnen dabei, dass wir ein Pensionspaket miteinander machen, dass wir diese Nationalbankpensionen abschaffen, dass wir diese Anpassungen, von denen Sie auch geredet haben, dass man nicht ein Jahr warten muss, bis man hineinkommt, dass wir den Pensionssicherungsbeitrag, den Ihre Partei Klima-Wanitzki eingeführt hat, dass wir den auch abschaffen, damit die kleinen Beamten ein bisschen Erleichterung kriegen. Da kommen wir schon zusammen. Sie brauchen also nicht in die Geschichte gehen, sondern ich glaube, alle Parteien haben in den vergangenen 15 Jahren in Sachen Pensionsreform Maßnahmen gesetzt. Wir sind jetzt gefordert, in Anbetracht der Teuerung vernünftige Dinge zu tun. Und das trifft vor allem auch die 2,6 Millionen kleineren Pensionisten. Nach Sie beide. Ja, sicher, wir sind ja bereit, was zu tun.